Ein herzlicher Gruß und willkommen sei wie alle Nieuwsgierigen, die sehr interessante Geschichten hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Die Philister mögen mal weiter zurückgehen, das Volk Israel. David, seine älteren Brüder, wären auch zurück. Er soll Eten bringen und fragen, wo dort geht. Als er beim Kriegsplatz ankommt, sah er dort auf der Find ihrer Seite ein rechter Riesenwehr, meist 3 Meter groß. Er hat Goliath. Mit schlechten Wetter treibt er das Volk Israel in Flucht auch noch dabei. Alle Soldaten hatten Angst, ob die König Saul. Hatten sie vergessen, dass Gott Stärker ist? Ha, die dummen Israeliten. Ha, die haben Angst. Ha, ha, ha. Etwa von der von jün Fehlfelder merken. Jün Gott kann jün nicht helfen. Sie stärker aus heu. Hab je dort gehört, dat det Gott lasteren? Not je jün dort gefallen? David kommt dort so schrecklich vor, das freche Philister deit, dass die sich über die Israeliten so lustig merken deit, wie noch nötlich zu vertragen. Aber auch über dem lebenden Gott, nee, dort wird zu viel. David ging furzen dem König Saul und sagte ihm, dass er gegen dem riesen Goliath kämpfen will. David meint dort ernst. Bloß seinen Hortstock zum Schobheiden hat er. Und seine Schläger nahm er und ging seinem Feind entgegen. Gott ist stärker, dort mög Mut. Viele können dort nicht leben, als sie dem Schobshort sagen, ganz abgerecht schäden sie tau. Goliath kommt immer noch da. Sie hat ein Hund, dass du mit einem Stock nur mitkämpfst? Denkst du, jün Gott wird die beschützen? Ha, ha, ha. Sie stärker aus heu. Wird die deut merken. Du kämpfst nur mehr mit Gewehren, aber ich komm nur die im Namen von dem allmächtigen Gott, den du verspotten lässt. Heuer stärker als du, ich war über die Sieg haben in die ganze Welt wird sein, dass Israel einen lebenden Gott hat. David nahm einen Stein, schließ dem Der Stein von David seine Schläger traf dem Riesen kreit Kopf. Dort fall er ab der Erde. Was hat Goliath nu davon, dass er über Gott gespost hat? Wer wird sogar der letzte Stärker? Gott ist stärker. Ciao, das ist einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder uns was schreiben willst, dann hast du noch diese Adresse: teleninus@gmail.com. Und nochmal buchstabieren bitte: TALANINOSPY@gmail.com.